Grüß euch miteinander und herzlich willkommen zur heutigen Lektion. Heute geht es um die Reime und das Reimschema des Liedes Mi Job. Reime und so, das ist ja nicht so jedermanns Sache, das ist mir schon klar, aber ich habe gedacht, es sei vielleicht mal interessant, ein bisschen in das Hirn eines Komponisten oder eben auch Texters hineinzuschauen und da ein bisschen mehr zu verstehen, was der eigentlich so den ganzen Tag tut. Und deshalb schauen wir uns jetzt das ein bisschen genauer an. Also, für einen Einstieg habe ich euch mal den Ablauf des Liedes hier skizziert. Das ist eigentlich sehr traditionell mit einem Intro an Strophe, eine Überleitung, Strophe, Überleitung. In der Mitte eine Bridge, wir kommen dann dazu und dann kommt eigentlich dasselbe nochmal im zweiten Teil. Und dann ist fertig mit einer kleinen Verlängerung. Interessanter wird es, wenn wir das Reimschema anschauen. Ich habe das hier an der Tafel vorbereitet und wir hören uns das am besten mal an. Vielleicht kann man zuerst mal sagen, das sind also unbetonte die Strichli und betonte die Kreuzli Silben. Und hier hat es dann also bei jedem, hier hat es 7 betonte Silben, hier hat es 1, 2, 3, dann kommt mit 4 und mit 5. Also vielleicht für ein erstes schauen wir einfach mal das mit den Silben, ob das geht. In welchem Job hast du solche Privilegien wie da hier? Man will das nicht verlocken, im Saal das hocken, nicht nur ohne viel Verpflichtung tun, als wäre als Schabbar wichtig, wirklich etwas leisten, das musst du nie. Ja, wenn wir uns das genauer anschauen, was heißt das Punkto Reimschema, dann sehen wir die Struktur von einem A-Reim, gefolgt von 2 B-Reimen, hier, dann 2 C-Reime, die kommen hier und am Schluss kommt dann wieder der A-Reim. Das heißt, der A-Reim, der umarmt eigentlich diese B- und C-Reime. Darum ist das ein umarmender Reim und die anderen sind halt ganz einfache Paarreime. Wir hören uns jetzt noch die zweite Strophe an und hier habe ich dann alle Reime auch aufgeschrieben. Vielleicht können wir das jetzt mal hier mitverfolgen mit diesem A, B, B, C, C, A. Von jedem Beat von uns sind Journalisten kommt auf Fern und fressen ist durchs Band, begeistert aus der Hand. Was wir nicht dem besonders schätzen, das Gehalt, das können wir selber setzen. Ja, wir sind halt äußerst souverän. Okay, ich glaube, das ist eigentlich ja klar, das ist hoffentlich gegangen mit diesem Reimschema der Strophe. Deshalb gehen wir jetzt gleich weiter zur Überleitung. Die erste Überleitung, die geht so und hat am Schluss ein And, gefolgt von einem kürzeren Vers mit wieder einem And. Was könnte das für ein Job sein? 20 geht in dem Moment. Ich habe einen Sitz im Schweizer Parlament. So, dann kommen wieder 2 Strophen, die lassen wir jetzt mal sein. Das sind nämlich 8 von denen, die könnt ihr ja dann mal selber noch nachhören. Sondern wir gehen gleich weiter zu der Überleitung 2. Hier, ja, hören wir doch. Ich sehe, ihr seid schockiert und protestiert vehement. Das ist doch dekadent und auch enorm impertinent. Ja, Entschuldigung, so geht's im Parlament. So, wir haben noch weitere And. Jetzt nämlich hier, das ist das eher gleiche wie da, aber neu kommt ja, das ist dazu diese Zeile, das hat hier noch ein And und hier noch ein And und das ist dann natürlich wieder das Parlament von vorhin. Das heißt, man merkt es langsam, wir haben es mit einem Haufen And zu tun und das heißt dann drum auch so schön Haufenreim. Wenn ganz viele mit dem genau selben Reim kommen, dann sprechen wir von einem Haufenreim. So, eben, wo waren wir bei der zweiten Überleitung? Vielleicht noch interessant in der Mitte einfach die Bridge, das ist ja so gewissermaßen eine Brücke, die hier den ersten und den zweiten Teil miteinander verbindet. Reimtechnisch ist jetzt nicht wahnsinnig, das kommt da A und dann B und dann wieder dasselbe A, B, also ein ganz simpler Kreuzreim, der sich ja eben überkreuzt. Ja, das Einzige, was du wirklich gut musst können, ist Prallagen und alle Spur Narzissmus sollte nicht fehlen. Neben dem hat das Ganze höchstens noch einen munzig kleinen Haken, du musst dich leider alle 4 Jahre wählen. Okay,
Es folgen Strophe 5 und Strophe 6, auch die lassen wir jetzt mal sein. Und wieder die Überleitung. Und tatsächlich passiert noch einmal ein bisschen etwas Neues. Vielleicht ahnt ihr schon, wenn ihr wisst, was das da sind. Das sind nämlich Wiederholungszeichen. Das heißt, es kommen noch einmal eine Zeile mit and, kommt noch einmal mehr dazu. Also jetzt die erste, die kennen wir, und dann kommt zweimal das und dann die letzte, das ist dann wieder das Parlament. Das geht dann so. Und plötzlich finden alle Leute, oh ja, das ist konsequent. Du siehst zwar delinquent und jetzt trotzdem transparent. Man macht dir Kompliment, du bist unglaublich prominent und schon bist wieder drin im Parlament. Ja, genau. Auch wieder ein Haufen Reime von diesen and, wissen wir schon. Jetzt einfach, dass ihr das Schema der Strophe nicht ganz vergesst, also für eine kleine Repetition hören wir uns die letzte Strophe, die 8. noch zusammen an und vielleicht könnt ihr entweder hier schauen oder auch da ganz drüben bei den Reimen, je nachdem, ja, die Reime kennt ihr, vielleicht eher beim Schema. Ich könnte noch viel erzählen, aber eines ist vorbei. Ihr scheint ein bisschen verstört ab dem, was ihr habt gehört. Doch solltet ihr jetzt gleich drauf planen zu wissen, wie es weitergegangen kommt der Schluss als kleines Tröpfchen. So, damit sind wir auch schon fast am Ende des Liedes. Aber etwas kommt noch, eine kleine Überraschung, nämlich bei der 4. Überleitung. Auch hier hat es Wiederholungszeichen, aber diese Wiederholungszeichen, das ist nicht nur für eine Wiederholung, das ist für 6 Wiederholungen. 6 Mal kommt das. Hier, 6 Mal immer wieder mit einem neuen and, bis dann am Schluss doch das Parlament wiederkommt. Das Parlament hören wir so insgesamt 4 Mal. Und die and neben dem Parlament, das sind also, ich habe es genau gezählt, sind also 21 von diesen and. Und das sind übrigens also alle verschiedene and. Es kommt kein einziges zweimal vor, da könnt ihr dann also nachhören gehen. Dieser Schluss ist dann so. Du schaffst effizient und bist gegen Finderresistent. Bezwingst die Konkurrent mit altbekannten Argumenten. Hast zwar nicht viel Talent, du kletterst trotzdem permanent. Gleich führst Departement, du wirst auch Bundespräsident. Bist voll im Element, das europäische Monument. Regierst den Kontinent, du bleibst aufs ganze Firmament. Und alles dank dem Schweizer Parlament. Also, das war der Schluss und damit sind wir auch schon durch. Und oh ja, das trifft sich ja gut. Es läutet nämlich demnächst. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen interessieren für diese Reime. Und jetzt läutet es schon. Also, dann macht Pause. Und wir sehen uns in der nächsten Lektion wieder. Auf Wiederschauen miteinander.